Oh mein Gott. Ah, okay. Jedes Jahr werden 55.000 Tonnen Kürbisse in Deutschland geerntet. Der größte Kürbis weltweit hat ein stolzes Gewicht von 821,24 Tonnen. Krass. Es gibt weltweit über 1000 unterschiedliche Kürbissorten. Im Supermarkt, keine Ahnung, wie viel man da immer an Auswahl hat, 3. Also Irland, oder wie man hier in Köln sagt, Irland, ist nämlich das Land, wo Halloween quasi entstanden ist. Da haben nämlich die Kelten vor 2000 Jahren so eine Art Silvester gefeiert. Das Silvester wurde auch Samhain genannt oder Samhain. Und weil angeblich in dieser Nacht Geister unterwegs waren, hat man dann Essen quasi rausgestellt, um die Geister zu zähmen. Finde ich cool. Man versuchte die Geister dann mit Süßigkeiten zu zähmen. Mit Süßigkeiten. Bevor man Kürbisse an Halloween verwendet hat, hat man eigentlich Rüben verwendet. In Irland hat man Rüben verwendet und die USA war wieder so tricky drauf, dass die gesagt haben, ganz ehrlich, wir nehmen Kürbisse, weil davon haben wir eigentlich auch echt genug, die tun keinem weh, wenn man die dann einfach aushöhlt. Kamelle statt Bomben, das war das Motto 1991 und zwar fiel der Karneval aus wegen des Irakkriegs. Es ist ausgefallen. Deswegen hat Halloween auch eine ganz besondere Rolle, denn man wollte ja trotzdem irgendwie kostümiert feiern. Und das ist auch genau das Jahr, in dem Halloween eigentlich in Deutschland Einzug gefunden hat. 2008 haben die spießigen Bayern in Bayern verboten. Im Jahr 2008 haben die Bayern ein Tanzverbot erlassen. Und zwar, weil ja von Halloween wird ja quasi in Allerheiligen reingefeiert und weil Allerheiligen, weil man da ja an die Toten gedenkt, haben die Bayern sich gedacht, ist das auch kein Grund zum Tanzen. Also an alle Bayern da draußen, ihr könnt gerne nach Köln kommen, wir feiern und es gibt genug Partys hier in Köln, wo man auch ruhig tanzen darf. Man könnte Halloween auch einfach Konsumfeiertag nennen. Die kranken Amis geben ernsthaft 800 Milliarden $ für Halloween-Sachen aus. Für Kostüme, für Kürbisse, für weiß der Geier was. Wir Deutschen sind da tatsächlich ein bisschen sparsamer. Wir geben nur 200 Millionen € aus. Für nichts können wir uns mal ruhig auf die Schulter klopfen, ne?